Hallo, ich bin Mara. Hallo, ich habe einen Hase dabei. Hallo, ich bin Nati. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute sind wir vor einer weißen Wand, weil ich absolut nur noch Videos klaue. Wir machen jetzt so ein Fragen-Video, wo wir so ehrliche Fragen, ehrlich beantworten. Genau, legen wir einfach los. Erste Frage. Glaubst du, mit harter Arbeit kann man alles erreichen, was man will? Ja, also keine Ahnung, also ja wahrscheinlich schon. Also kommt halt darauf an, was. Also du kannst jetzt nicht fliegen mit harter Arbeit, aber so realistische Sachen sicher, ja. Ja, ich glaube schon. Ausser vielleicht... Doch, fliegen kann man auch erreichen. Nein, ja, ich glaube schon. Es ist ja so... Ich muss schon den Hase schauen. Ich glaube so, man kann sicher das Beste aus sich selber rausholen, so, aber alles erreichen mit harter Arbeit. Also die Leute, die sagen, wenn du so fest schaffst, dann kannst du alles erreichen, was du willst. Das sind ja meistens die Leute, die bekannt sind und es geschafft haben. Darum ist es für die logisch, aber ich glaube, es hat schon so seine Grenzen. Ich glaube, man kann das Beste aus sich selber rausholen, aber wirklich alles schaffen, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, man kann mit harter Arbeit sehr viel erreichen und das Beste aus sich rausholen und das Beste geben, was man geben kann. Aber ich glaube, viel im Leben ist auch so am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein, dass etwas Bestimmtes funktioniert. Wie würdest du einem Kind Sex erklären? Wenn zwei Menschen Liebe machen. Keine Ahnung. Wenn das Pfeifli vom Bub bei der Frau reingeht und es dann Kinder gibt. Ich glaube, ich will nicht das Blümli-Bienli-Prinzip machen, sondern ich will halt wirklich so ein bisschen sagen, wie das geht. Nein, nicht zeigen, wie das geht, aber einfach so ein bisschen erklären, aber nicht auf die intime Basis im Sinne von was genau passiert, sondern einfach was biologisch passiert. Ich würde das Kind nehmen und zum Zeigen. Nein, Spaß. Nein, ich würde dem Kind halt erklären, so, schau, es ist so, es gibt männliche Körper, es gibt weibliche Körper. Der männliche Körper funktioniert oder sieht so aus, der weibliche so. Dann tun die manchmal ihre zwei Genital verbinden, damit die eine schöne Time haben, damit es neue Kinder gibt. Ja, kann ich irgendwie so. Wie viel hast du in deinem besten Monat verdient? In meinem besten Monat? Okay, aber das habe ich wirklich mega selten gehabt. Ich habe noch nie richtig geschafft in meinem Leben. Meistens um die 1000 verdient. Aber jetzt habe ich Zivildienst zweimal Lohn bekommen und dann noch ein bisschen von YouTube. Ich glaube, um die 7000. Aber das ist wirklich, also das ist wirklich viel zu viel und es ist wirklich nur ein Monat. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren nicht passieren. Also wenn man jetzt nicht nur YouTube zählt, sondern allgemein andere Sachen auch, ja, dann ist es glaube ich 1000 Franken. Ich arbeite gar nicht. Ich verdiene Geld, weil ich bei meinem Grossi putzen kann, 4-mal im Monat. Immerhin, mehr als gar nicht. Schätzungsweise, ich kann nicht sagen, wie viel ganz genau, weil ich das nicht mehr weiss. Aber ich würde so sagen, zwischen 5 und 8000 war mein bester Monat. Aber ein Monat, entspannt euch, ich lebe am unteren Limit vom Geld. Also ich lebe mit 1000 Stutz im Monat. Also das ist nicht normal für mich, aber... Welchen Teil von deinem Körper findest du am schönsten? Wenn ich mich für etwas entscheide, ist es schwierig. Also ich hätte jetzt gesagt zwischen Augen und Arsch, aber ich glaube Augen. Meine Augen. Das klingt jetzt voll abgehoben. Aber was ich tatsächlich an mir am schönsten finde, ist meine fucking Fresse. Und das ist echt so, es klingt vielleicht verdammt abgehoben und ich schäme mich gerade für das. Aber es ist so. Es ist so eine mega Standardantwort. Also ich finde jetzt meine Beine besonders schön. Aber ich würde sagen, so hüftaufwärts bin ich eigentlich zufrieden. Also ich finde es nicht besonders schön, aber beklagen kann man sich da ja weniger. Was bedeutet für dich erwachsen werden? Heisst, wie hast du vielleicht erlebt? Man wird halt verantwortungsbewusster. Und älter vor allem. Keine Ahnung, ich bin noch ein Kind. Das wichtigste Zeichen für mich, dass ich erwachsen werde, ist so, früher hat man immer die Schule gehabt und die Schule muss man machen, wird alles folgen. Und jetzt ist man so an einem Punkt, wo man selber entscheiden kann, was man macht. Also, gehe ich arbeiten, studieren, das ist schon wichtige Entscheidungen. Ja. Ich glaube, erwachsen ist für mich, wenn etwas selbstständig ist, Sachen allein auf die Beine stellen, ohne, also nicht ohne Hilfe, aber vielleicht, weißt du, so, nicht, dass immer nur die Eltern helfen. Ja, so ein bisschen so. Älter zu werden, mehr Ansichten über das Leben zu gewinnen, ein eigenes Weltbild mir erschaffen, wie ich was sehe, wie ich was finde.
Und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich habe so als 16-Jähriger nie so wirklich gedacht, so, oh mein Gott, wenn man erwachsen wird, dann passiert noch mal etwas. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es passiert sehr viel in meiner Wahrnehmung, wie ich Sachen wahrnehme oder wie ich mit Sachen umgehe. Also, ich habe das Gefühl, es passiert dort schon noch viel. Was oder wer ist dein Celebrity Crush? Also ich habe nicht wirklich einen Celebrity Crush, aber mehr, vielleicht. Der Shawn Mendes sieht gut aus. Ich bin nicht so fest so auf Celebrities aus, aber zum Beispiel Tessa Brooks. Ich weiss nicht. Früher habe ich den... Wie heisst sie? Oh mein Gott. Von? Die Megan Fox hat sie, glaube ich, geheissen. Habe ich eigentlich recht schön gefunden. Ich hatte nicht wirklich einen Crush, aber ich war mal One Direction-Fan und dort habe ich den Louis Tomlinson und den Niall Horan mega hübsch gefunden. Und eigentlich sonst allgemein finde ich den Zac Efron einen mega hübschen, aber ich hatte jetzt nie einen richtigen krassen Schwarm gehabt. Also. So, das war es jetzt von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn wir da ein bisschen auf ehrliche Basis Fragen beantworten. Wir sind die ehrlichen Bosse in diesem Video. Schreibt mir doch in die Kommentare, mit wem ich das nächste Video machen könnte in diesem Format und vielleicht auch, was für Fragen ich stellen könnte. Dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn es wieder heisst. Der Can ladet ein super geiles Video. Wir sehen uns nächstes Mal. Peace. Peace.